Hallihallo, ihr Weihnachtselfen und Trollen und was auch immer. Herzlich willkommen da bei mir in diesem schönen Video. Ich habe mir überlegt, mach doch etwas Weihnachtliches und da habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann einen schönen Weihnachtsbaum hingezaubert. Zu meiner Entschuldigung, ich habe das Ganze im Creative gemacht, weil ich einfach sonst zu wenig Ressourcen hatte. Ich habe erst gerade meine Minecraft-Welt zurückgesetzt und jetzt wieder neu angefangen. Darum Entschuldigung für das. Jawohl, genau. Es ist jetzt doch schon bald 20 vor 1 und mein Nattel bimmelt immer noch. Ich hätte ja eigentlich einen weihnachtlichen Ringelton drauf machen können. Das wäre doch etwas Interessantes. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr einen weihnachtlichen Klingelton? Ich nicht. Für was auch? Das klingelt auch so schön, oder? Wie auch immer. Ja, zurück zum Baum. Klar habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe auf ein paar anderen YouTube-Kanälen gesehen, wie Weihnachtsbäume gemacht worden sind. Und dann habe ich gedacht, ja komm, wieso auch nicht, machst du es halt auch. Klar, Mitläufer und so muss man halt in der heutigen Zeit, sonst ist man einfach der Aussenseiter, oder? Und ich als Rollenkönig habe mir dann gedacht, ich sage dann einfach, ich habe damit angefangen und die anderen haben mich abkopiert. Ist ja klar, oder? Ja, da gibt es nicht sehr viel mehr dazu zu sagen. Wie auch immer, also das ganze Video habe ich natürlich ohne Ton aufgenommen, weil ich das ein bisschen beschleunigen musste. Es ist doch fast eine ganze Stunde gegangen, bis ich den ganzen Baum zusammen hatte. Blöderweise habe ich natürlich kein Schneebiom gefunden, ist ja klar gewesen. Und darum habe ich es, keine Ahnung, ich glaube, in einem Dschungelbiom gebaut. Das heisst, ich musste recht viel abholzen, recht viel wegnehmen. Ja, ihr werdet zu denen sehen, während wir das Video am Schauen sind. Ja, Weihnachten ist so eine Sache, ich weiss nicht. Ich bin nicht so der Weihnachtstyp, sind eher weihnachtlich unterwegs. Mich denkt es einfach immer, Weihnachten ist so etwas, wie soll ich sagen, etwas sehr, sehr aufgesetztes, würde ich jetzt mal sagen. Also aufgesetzt im Sinn von, ja, geht man in den Laden nie, das ganze Jahr durch, wird man eigentlich praktisch als Kunde nicht wahrgenommen und jetzt grinsen die einem entgegen als keine Ahnung was, wird man mit einem Schocki-Schnauze umeinander laufen oder keine Ahnung was. Alle sind so überaus nett und freundlich und ja, sorry, aber ganz ehrlich, das ist nicht meine Sache. Wenn ich schon das ganze Jahr mit jemandem nichts zu tun habe, dann muss ich doch das nicht extra, weil Weihnachten ist, ändern, oder? Dann ist es so, wie es ist. Man grinst einem nicht einfach frech ins Gesicht rein, obwohl man im Hintergrund so denkt, ja Mann, bist du ein Idiot. Ja, das ist jetzt einfach meine Meinung zu Weihnachten. Ich weiss nicht, haben ihr andere Erfahrungen gemacht oder nicht? Ich wollte jetzt so eigentlich keine Diskussion auslösen, aber wäre gleich mal eigentlich recht interessant zu erfahren. Und natürlich auch, was ihr so möchtet an Weihnachten. Ich mache nicht sehr viel. Am 24. mit den Eltern zusammen eigentlich ein ganz normales Essen. Also bei uns gibt es nicht irgendwie, keine Ahnung was, fette Bröte mit 5-Gang-Menü oder so, sondern bei uns gibt es ganz normales Käsefondue. Ja, das, was man kann an jeder Tankstelle kaufen kann. Wir halten das relativ easy. Am 25. bin ich dann bei meiner Großmutter. Sie hat noch ein bisschen mehr so ein bisschen auf Tradition und darum ja, machen wir das dann auch. Das heisst, am 25. werde ich den ganzen Tag nicht rum sein. Das heisst, irgendwie muss ich schauen, dass meine Videos dann dort trotzdem aufgeladen werden. Weil das Video wird dann so um den 24., 25. erscheinen. Also ich denke, wenn ich es irgendwie schaffe, werde ich das Video am 24. zur Nacht um 12 Uhr aufladen, respektive am Sonntag am Morgen am 00:00. Genau. Also am 25. Morgen. Geschenke, wie sieht es eigentlich bei euch mit Geschenken aus? Ich erwarte eigentlich nicht mehr grosse Geschenke. Ich bin ja schon ein grosser Bub und grosse Buben kommen keine Geschenke mehr über. Höchstens eins mit der Rute vom Samichlaus auf das Hinterteil. Da habe ich fast etwas Falsches sagen, da hätte ich nicht lange gedauert, bis ich ganz in Liebe war für, bis zum nächsten Jahr. Ja, nun, wie auch immer. Ja, was habt ihr eigentlich so nicht zu Weihnachten, zum Samichlaus, tun ihr das feiern, tun ihr das irgendwie aufrechterhalten, den Brauch, oder tun ihr auch ihnen sagen so, hey, Nüssli, njam, 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 njam.
Oder hey Mandarinli. Und Samichlaus ist einfach so der Typ, der verkleidet im Zeug umeinander läuft. Ich weiß es nicht. Also ich finde es eigentlich noch schön als Kind. Das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr lang her bei mir. Eine halbe Ewigkeit. Nein, so viel natürlich schon nicht. Aber es ist doch schon relativ ein paar Jahre her. Und also so 20 und 25. Ich feiere das natürlich nicht mehr. Aber wie schon gesagt, ich finde es schön als Brauch für Kinder, wenn man ein Kind hat, dass man einen Weihnachtsmann kommt. Also respektive, dass der Weihnachtsmann dann vorbeikommt. Und ja, auch das mit den Geschenken unter dem Baum, dass man Geschenke unter dem Baum hat an Weihnachten und so. Ich weiß es nicht. Klar, es gibt auch andere Gläubige unter meinen Zuschauern wahrscheinlich. Erzählt euch mal, was ihr so für Brüche habt um die Zeit umeinander. Gerade jetzt so um den 25. Dezember. Würde mich recht interessieren, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel gar nicht Weihnachten feiert, habt ihr trotzdem irgendetwas los oder was macht ihr denn so? Wie auch immer, ich wünsche euch in diesem Video da, mit dem Video, durch das Video, eine wunderschöne Weihnachten, eine wunderschöne Zeit und habt einen schönen Ciao.